Der Keanu Reeves ist zurück in John Wick, ein actiongeladener Film, der jetzt im Kino ist. Wir haben ihn angeschaut und was wir davon halten, wir sagen es euch jetzt. Bei John Wick geht es um den John Wick, gespielt von Keanu Reeves. Er ist ein Auftragskiller in Rente. Er wollte seine Zeit geniessen mit seiner Frau. 4 Jahre lang ist das auch gut gegangen. Nachher ist sie leider tödlich erkrankt und daran gestorben. Das Einzige, was sie hinterlässt, ist ein kleiner, herziger Hund. Dann kommen ein paar russische Mafioso und bringen seinen Hund um und stehlen sein Auto und dann ist fertig lustig. Dann dreht der John Wick richtig durch und startet einen blutigen Rachefeldzug, um seinen Hund zu rächen. Kann man eigentlich sonst noch etwas zu dem Film sagen? Eigentlich nicht, das ist eigentlich schon im Großen und Ganzen gewesen, aber es lange da. John Wick setzt nicht gross Wert auf irgendwie eine Wahnsinns-Story, sondern ist definitiv ein reiner Actionfilm und extrem ein guter. Absolut, er ist einfach straight Action, er hat nicht irgendeine komplizierte, verwirrte, aufblasene Story. Er ist einfach, am John Wick ist das passiert, das macht ihn verrückt. Und jetzt macht er all fertig. Daisy. I lost everything. That dog was a final gift from my dying wife. Jonathan, you got out once. You dip so much as a pinky back into this pond, you may find something reaching out to pull you back in. It's personal. Ich bin ganz am Anfang, als der Film rauskam, nicht wahnsinnig begeistert gewesen oder nicht wahnsinnig aufgeregt, um den Film zu schauen, weil ein Hauptproblem für mich ist wahrscheinlich der Trailer gewesen. Im Trailer sieht man, wie eben der John Wick seinen Hund verliert, dass wie der Hund umgebracht wird. Und gerade davon begibt er sich eben auf den blutigen Rachefeldzug. Und ich habe so gedacht, ein Hund wird umgebracht und du gehst 100 Menschen umbringen. Aber wenn man den Film dann wirklich sieht und den ganzen Story-Ablauf von Anfang an mitbekommen hat, dann macht es wirklich Sinn, weil der Hund ist eigentlich nicht nur das letzte Geschenk von seiner gestorbenen Frau an ihn. Es ist für mich eigentlich auch so ein bisschen der Inbegriff von der Unschuld, weil der Hund ist der einzige Charakter in dem Film, der wirklich unschuldig ist. Jeder einzelne Charakter in dem Film hat irgendwo Dreck am Stecken, auch wenn man es nicht direkt sieht. Ich glaube, durch den Hund, den er verloren hat, hat er halt so seinen letzten Lichtschimmer ist durch den Tod von dem Hund verloren gegangen. Und ich glaube, eben darum macht es sehr viel Sinn, dass er auch nachher auf die Rachefeldzug geht. Der Keanu Reeves ist definitiv in seiner Bestform. Das sieht man vor allem in schönen, grossen Winkeln. Man sieht, was passiert. Es ist nicht irgendwie alles verwackelt. Und das macht der Film wirklich aus. Das Stuntwork von der Schauspieler ist grossartig. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Regisseur, der David Leitch, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, und der Chad Stahelski, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, dass die schon grosse Stuntmannen gewesen sind und zwar schon mit dem Keanu Reeves zusammengearbeitet haben bei The Matrix. Es ist eben leider ein Trend heutzutage bei Actionfilmen, dass sehr viele Regisseure eben auf die Shaky Cam setzen. Also das heisst, wenn es einen Kampf gibt, dann ist die Kamera so krass verwackelt und schnell ist nicht. Das hat einen einfachen Grund. Es gibt sehr viele Leute, die Actionfilme machen, sehr viele Schauspieler vor allem, die Action machen, die aber überhaupt keine Ahnung haben vom Kämpfen. Und durch die Shaky Cam, durch die schnellen Schnitt, kann man eben den Effekt erschaffen, dass es nach Kampf und nach Technik aussieht. Aber John Wick macht das eben ganz anders. Er macht wirklich lange Kamerafahrten. Klar gibt es die ein oder andere Shaky Cam, aber meistens, ich sage jetzt mal 90% der Kampfszenen sind lange Kamerafahrten und eben Weitwinkel. Und man sieht wirklich, dass der Keanu Reeves, der hat seine Moves drauf. Es macht ja nicht nur der Keanu Reeves mit, es sind auch noch ein paar andere Leute dabei. Und zwar sein Gegenspieler sozusagen, der ihn so richtig verrückt gemacht hat, das ist der Alfie Allen. Das ist der Theon Greyjoy bzw. Theon Graufreud spielt bei Game of Thrones. Und der macht seinen Job eigentlich gut. Er spielt zwar eigentlich etwas Gleiches wie bei Game of Thrones, und zwar ist das eigentlich so ein der nervige junge Mann mit Papi-Problem eigentlich. Er hat die Rolle vom Arschloch extrem gut drauf. Er macht's wirklich gut, und der seinen Vater spielt, der Michael Nyqvist, der bekannt ist durch The Girl with the Dragon Tattoo, die Originaltrilogie aus Schweden. Für einen Bösewicht in so einem Film ist er extrem gut, muss ich wirklich sagen. Er spielt es mit einer sehr guten Überzeugung auch und sehr viel Leidenschaft, das sieht man. John Wick ist ein Actionfilm der alten Schule und er ist stylisch, er ist unterhaltsam, er ist temporeich. Er ist einfach ein wahnsinniger Spass zum Schauen. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Schreibt doch einen Kommentar, wenn ihr den Film schon gesehen habt. Wie hat euch der Film gefallen? Was ist eure Meinung zum Keanu Reeves? Ist das sein grosses Comeback? Wenn euch das Video gefallen hat, dann dünnt uns doch abonnieren. Wenn es euch nicht so gefallen hat, dann dünnt uns doch auch abonnieren und wir sehen euch beim nächsten Mal.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass die beiden Regisseure, der Chad Stahelski, verdammt. Das machen dann noch ein paar andere berühmte Leute mit, und zwar der William Dafoe. Alfie Allen, der ist bekannt als Theon Greyjoy oder Theon Graufreud aus Game of Thrones. Rest in Peace, Pimmel. Nein, das glaube ich nicht. Dann könnt ihr den Film schauen, da werdet ihr wirklich...